Hallo zusammen. Alles neu, Rhein-News 2018 Teil 3. Sie erinnern sich vielleicht noch an mich, ne? Damit Sie mich mal wieder besser sehen können. Wenn ich jetzt die Mütze absetze, habe ich wahrscheinlich eine beschissene Frisur. Aber das lasse ich jetzt mal so. Ja, ich habe angefangen mit Abnehmen. Am 01.01.2018. Habe seitdem ja keinen Alkohol getrunken. Habe mich mit dem Essen reduziert. Ja, ich glaube, man sieht es langsam so ein bisschen. Ne? Für die so ein bisschen Zahlenstatistiker, Fanatiker sind, kann ich sagen, ich habe jetzt die 10 Kilo abgenommen. Ich habe nicht mehr so Pausbacken. Und, was auch noch dazu kommt, gucken Sie mal hier. Ja, ich gehe nicht mehr nur, ich kann inzwischen auch wieder Fahrrad fahren. Ja, also mein Rücken sagt da nicht nein, alles wunderbar. Ja, und genau das tue ich jetzt. Für mich ist das heute das erste Mal auf dem Fahrrad seit über einem Jahr. Ich musste da letztes Jahr relativ schnell wieder mit aufhören, weil ich hatte ja Bandscheibe, doppelte, wie Sie vielleicht wissen. Ne? Und ja, ich gucke jetzt einfach mal, auf meinem alten Fahrrad habe ich mir gedacht, halbe Stündchen, so maximal. Das ist auch so die Zeit, die ich in der Regel zu Fuß hinter mir springe. Und dann gucken wir mal morgen, wie es uns geht. In Planung ist bereits, ich habe auch schon angespart, 2018 ein neues Rad für die Rhein-News. Ne? Also aktuell fahre ich noch mit so einem älteren Modell, Schüttelrostmarke, fast rostfrei, aber es tut seinen Zweck. Ist halt nur die Sache, wie ich hier drauf hänge, ne? Also wie ich sitze. Ne? Also ich kann hier nicht richtig gerade drauf sitzen, weil ich hänge meistens quer, also krumm. Und das wiederum geht in meinen Rücken und das wiederum tut weh. Ne? So, ja, also deswegen auch neues Fahrrad. Ne? Alle guten Vorsätze werden in 2018 investiert. Und gleich, wenn wir noch mal ein ruhiges Minütchen haben, erzähle ich Ihnen mal, wie ich das so mit dem Abnehmen bisher gemacht habe und was ich daraus gelernt habe. Ist das herrlich, Panorama. Ja, das ist das Schöne, wenn man jetzt dann so mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt. Zu Fuß, sage ich mal, einfach ist mir da zu weit, bis hier hinzufahren. Ja, weil das ist die doppelte Strecke von dem, was ich hier normalerweise im Park gehe. Das traue ich mir nicht zu. Aber ja, bis hierhin zu radeln, das geht. Das ist genauso praktisch in der Hälfte der Zeit. Also ich bin jetzt, wenn ich von Zeit spreche, ich bin jetzt 30 Minuten bin ich schon unterwegs. Jetzt, wo ich sitze, merke ich gerade so ein bisschen zwickt der Rücken. Ich glaube, also mit dem Fahrrad war das eigentlich schon fast für dieses Jahr. Aber immerhin, ich habe es probiert. Ich habe mich bewegt. Ne? Also es wird zwar wohl noch was dauern, bis dass ich vielleicht da wie die anderen da auf dem See fahre, aber naja, auch das kann noch kommen, ne? So eine Stunde mit dem Bötchen, ne? Entweder Tretboot oder hier, da, wie die Paddelboot, ne? Die geht auch, ich hoffe ihr habt sie gesehen und ich war nicht zu schnell, rotes Paddelboot, 3 Leute, ne, doch, 3 Leute, einer guckt zu, einer rudert und der dritte feuert an, ja, das mit dem Fahrrad ist echt ein bisschen schlimmer. Also mein Vater hat damals immer gesagt, wenn ich krumm da saß, du sitzt da wie ein Bock für im Schlief stehen. Ne? Also praktisch wie ein Bock vom Schleifstein, ne? Der praktisch sich so bückt, um seine Hörner zu spitzen. Ne? So, und ja, und das ist halt wirklich Driss für meinen Rücken. Ne? Und ich kriege das Fahrrad hier nicht anders eingestellt, weil sonst kann ich nicht treten. Habe ich jetzt ein paar Jahre versäumt. Ich habe letztes Jahr erst wieder angefangen mit dem Fahrradfahren und habe mir dann direkt ein Eigentor geschossen. Ne? Na gut, wie gesagt, Vorsätze 2018, neues Fahrrad, neues Glück. Ne? Und der Grund, warum ich hier im Waldfahrrad fahre, ist der, also ich bin nicht in allem so geschickt. Ne? Deswegen fange ich dann lieber hier im Wald, am Waldweg, da wie ihr da seht, an, weil da kann ich höchstens hier in einem Baum oder hier wieder vorne in das Wasser fahren. Ne? Also nicht mit allem so geschickt. Also mit dem Autofahren habe ich dann irgendwann hinbekommen. Ne? Ich wohne auch inzwischen nicht mehr bei meinen Eltern. Das habe ich auch hinbekommen. Ne? Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin immer noch Single. Ne? Also wird schon seine Gründe haben. Ich wollte Ihnen aber eigentlich was anderes erzählt haben. Nämlich, wie ich das mit dem Abnehmen bisher gemacht habe. Ich gucke wieder die ganze Zeit auf den Bildschirm. Die Kamera ist da. So, jetzt gucke ich Ihnen in die Augen. Jetzt gucke ich wieder auf den Bildschirm. Ich lerne es nie. Ne? Aber dürfte mir nicht kurz sein, das kriege ich einfach nicht hin. Ne? So, jetzt zeige ich euch erst noch mal ein bisschen das Wasser und dann erzähle ich euch, wie das mit dem Abnehmen bei mir so vonstatten gegangen ist.
Ja, die Insider unter euch werden es schon erkannt haben, ich bin am Haus am See. Kann mir lecker Kaffee trinken, mache ich vielleicht gleich auch noch. Ja, muss ich mal gucken, die haben auch Kuchen da, besser nicht. Aber ist halt nicht schön. Und unterwegs, auf dem Weg hierhin, ne, die lagen überall, auf gut Deutsch gesagt, auf der Wiese und haben sich gesonnen. Auch schön anzusehen. Manchmal. Das mit dem Abnehmen ist kein Selbstläufer. Ne? Also ich habe jetzt 45 Minuten Fahrradfahren hinter mir. Ne, 40. Ich werde gleich noch ein bisschen was weiterfahren, so 10 Minuten, für die Stunde ein bisschen einkaufen und dann wieder nach Hause. Da komme ich heute ungefähr auf 60 Minuten. Schwing rum, also ja, was. Ne? Gut, Thema Abnehmen. Ne? Wie habe ich das geschafft? Also ich habe gelernt oder lernen müssen, dass ich mich am Riemen reißen muss, ne? Mit dem, was ich zu mir nehme. Ne? Also irgendwie jeden Tag mal eben was aus der Mikrowelle, kann ich mich schminken. Ne? Auf jeden Fall die Sachen, die fertig sind, weil die haben Punkte ohne Ende. Ne? Das musste ich sehr schnell lernen. Ne? Was, wie bereits gesagt, keine Punkte hat, Hühnchen, Eier, man kann so ja Steak essen, man kann so ja Pommes essen. Ne? Man muss es sich einfach nur einteilen. Und mit meiner Ware zu Hause hat das ehrlich gesagt super gefluppt. Ne? So, es gibt natürlich auch Tage, da reist du aus, aber dafür hast du deine Wochenpunkte. Und ich sage jetzt ehrlich, manchen Tagen fällt es einem schwer, aber auf die ganze Zeit gesehen. Und das sind jetzt insgesamt schon 4 Monate. So schwer war es ja nicht. Ne? Wie gesagt, man muss sich nur am Riemen reißen, ne? Man muss sich selbst beherrschen. Ja, schön war das bisher. Jetzt habe ich irgendwie so um die 117,2 Kilo. Mein Ziel bis Jahresende wären so 112 bis 110. Wenn ich das schaffe, wäre toll. Ich kann es jedem nur empfehlen, wenn du anfängst, mach es richtig. Lass dich durch nichts beeinflussen. Kneif dir lieber ab und zu mal was. Eine Zeit lang. Irgendwann kannst du dir das auch wieder erlauben. So zwischendurch, weil du dazwischen gelernt hast, dass du manche Sachen einfach besser weglässt, wenn du dir was gönnst. Und das ist der springende Punkt. Und so nimmst du ab. Ja, hat mich gefreut. Das war jetzt auch das letzte Mal, dass ich was davon berichtet habe. Habe ich nicht mehr vor, weil irgendwann erkennen mich sowieso nicht mehr wieder. Und das reicht jetzt schon irgendwie. Also ich bin, ja, wenn man immer hübscher wird, das in meinem Alter, ich kann euch nur sagen. Ne? Ja, in diesem Sinne, am Geisbockheim bin ich vorhin auch wieder vorbei. Ne? Ist ja meine Strecke. Ich habe besser gepunktet dieses Jahr als der FC. Die steigen ab. Ich nehme nur ab. Und damit will ich jetzt gut sein lassen und wünsche euch noch eine schöne Zeit.